SRF Audio. الناس اليوم في الشوارع أجسادها نحيلة. الناس تعبت جدا، هي لا تجد ما تأكله. Die Menschen auf der Straße sind abgemagert und völlig erschöpft, sagt dieser Mann aus Gaza. Das Abendessen gäbe es längst nicht mehr. Essen gäbe es nur noch einmal am Tag. Sie legen das Frühstück und das Mittagessen zusammen. Mehr liege schlicht nicht drin. Die Nachrichten und Bilder aus dem Gazastreifen haben eine neue Dimension des Horrors erreicht. Auch wenn man sich das gar nicht vorstellen kann. Menschen verhungern. Es wirkt nicht wie der berühmte Anfang vom Ende, sondern wie das Ende vom Ende. In dieser Folge hören wir die Geschichte von Akram Sorani. Wir zeigen, warum das Essen nicht bei den Leuten ankommt, obwohl genug da wäre. Das ist News Plus. Ich bin Rina Telli. Salut zusammen. لأن الأسعار هنا غالية جدا. Es gäbe nur noch wenig Lebensmittel auf dem Markt und die können sich die wenigsten leisten, sagt Akram Sorani. Mehl, Bohnen, Linsen, Zucker, Öl und Konserven, selten Tomaten oder Gurken. Die Preise, die seien verrückt. Diese Sprachnachricht hat meine Kollegin Susanne Brunner heute gekriegt. Susanne berichtet für SRF aus und über Israel und die palästinensischen Gebiete. Akram Sorani ist ein sehr bekannter Schriftsteller, ein Satiriker, der sich mit einer sehr spitzen Feder lustig macht, zum Teil über den Glauben im Gazastreifen, über die Hamas, über verschiedene Gruppierungen, über das, was passiert. Und er ist eigentlich auch ein präziser Chronist dessen, was in diesem abgesperrten Stück Land passiert. Und seine Schriftstücke publiziert er auch regelmäßig auf Facebook und tritt auch in arabischen und auch europäischen Medien auf damit. So wie Akram Sorani geht es vielen Menschen im Gazastreifen. Also er sagt, es gebe gar nichts zu essen für die meisten Leute. Wer Geld habe, könne sich manchmal einen Sack Mehl kaufen oder getrocknete Linsen. Die einen würden kilometerweit laufen, um an einem der wichtigen Verteilzentren Nahrungsmittel zu holen. Das sei aber extrem gefährlich und oft kämen die Leute ohne etwas wieder zurück, wenn sie nicht getötet würden oder den Weg überhaupt schafften. Seit dem 7. Oktober 2023, seit dem Massaker der Hamas in Israel, seither sind in Gaza über 100 Menschen an Unterernährung gestorben. Dutzende dieser Todesfälle haben sich in den letzten Tagen ereignet, berichtet die israelische Zeitung Haaretz. Kinder sterben, Menschen brechen in der Warteschlange für die Hilfslieferungen zusammen. Das, was ihr da im Hintergrund hört, sind Aufnahmen von Menschen, die bei einem Verteilzentrum Lebensmittel abholen. Was macht dieser Hunger mit den Menschen? Der Hunger nimmt den Menschen jede Perspektive, jede Hoffnung auf eine Zukunft. Sie können nicht einmal an so etwas denken. Alles dreht sich nur noch um die nächste Mahlzeit, um irgendetwas zu essen, ums Überleben der Kinder. Es ist komplett würdelos, auch die Situation an und für sich. Es gibt keine Hygiene, keine WCs, Leichen können nicht begraben werden und es gibt immer mehr Menschen, die sterben vor Hunger. Ein weiteres Problem, die Bakterien, die Krankheiten. Und Akram Sorani beschreibt in seinen Schilderungen, dass sie eigentlich längst schon gar keine Menschen mehr seien. Es sind auch Angestellte von Hilfsorganisationen vor Ort, die zu geschwächt sind, um ihre Arbeit zu machen. Was bedeutet das für die Leute in Gaza, wenn nicht mal die, die helfen könnten, helfen können? Das ist eine Katastrophe in der Katastrophe. Da gibt es diese Hungersnot, dann die Dauerbombardierung, vor allem auch immer mehr durch billige Drohnen, welche Menschen aus ihren Häusern vertreiben sollen, dorthin, wo die israelische Armee die meisten Menschen hintreiben will. Es gibt viele Verletzungen, Verbrennungen, verletzte Gliedmaßen, die amputiert werden müssen. Es gibt kaum noch medizinische Versorgung, auch diese ist weitgehend zerstört. Und die Körper der Menschen sind zu schwach, um selbst kleinste Infektionen abzuwehren. Wenn selbst das Hilfspersonal nur noch mit der Suche nach Nahrungsmitteln beschäftigt ist, dann gibt es für die Bevölkerung überhaupt keine Hilfe mehr. Im Gazastreifen haben die Menschen nicht genug zum Essen und verhungern.
obwohl es genug zu essen gäbe. Zum Teil könne man die Lastwagen voller Hilfslieferungen sogar sehen, aber diese Lieferungen kommen nicht an. Das hat der Direktor des Welternährungsprogramms der UNO diese Woche bei Radio SRF erzählt. Vor einem Jahr habe ich gesagt, dass die Situation verheerend ist und eigentlich gar nicht schlechter werden könnte. Ich muss mich korrigieren, das ist eine ganz andere Stufe des Horrors, die wir jetzt erreicht haben. Es ist ein sehr eindrückliches Gespräch. Ich habe es euch verlinkt im Beschrieb zu dieser Folge. Warum kommen diese Lebensmittel nicht an? Ja, Israel sagt, die Hilfswerke seien unfähig, die Nahrungsmittel zu verteilen. Sie würden von der Hamas gestohlen und die Hilfe gelange nicht an die Bevölkerung. Auch Akram Sourani sagt, Lebensmittel würden gestohlen. Ob dafür nur die Hamas verantwortlich ist, ist eine Behauptung, die Israel immer wieder macht, aber nicht belegen kann. Hilfsgüter werden in jedem anderen Krieg auch gestohlen, aber als Grund reicht das nicht aus, um eine ganze Bevölkerung verhungern zu lassen. Fakt ist, Israel lässt viel zu wenige Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen. Kommt hinzu, dass im Gazastreifen die öffentliche Ordnung komplett zusammengebrochen ist, wie denn auch nicht nach 1¾ Jahre Dauerbombardierung eines Gebiets, aus dem die Menschen nicht einmal flüchten können. Es gibt Vorwürfe an die israelische Regierung, dass der Hunger Teil der Strategie sei. Ist es das? Für ein paar rechtsradikale Minister und religiöse Nationalisten ist das tatsächlich so. Sie zitieren religiöse Schriften, respektive interpretieren sie so, dass jedes Mittel recht sei im Kampf gegen den Feind. So quasi, töte deinen Feind, wenn er nur schon daran denkt, dich zu töten. Und schon zu Beginn des Krieges sagte der damalige Verteidigungsminister, stellt jegliche Zufuhr von Wasser, Lebensmitteln und Strom in den Gazastreifen ab. Premier Netanyahu gibt das nicht so offen zu, dass Hunger ein Teil der Strategie ist. Und was halt dazu kommt, ist, dass wenn die Bevölkerung hungert, sagt die Regierung immer, daran sei die Hamas schuld, weil sie gebe ja die Geiseln nicht frei, sie gebe nicht auf, sie könne ja aufgeben und dann sei der Horror vorbei. Das wird aber längst nicht mehr geglaubt, weil es eben rechtsradikale Elemente in der Regierung gibt, für die ganz klar ist, die wollen im Gazastreifen einen Teil des israelischen Staates aufbauen, und zwar ohne die Palästinenser. Du hast es erwähnt, Israel stellt sich auf den Standpunkt, dass vieles auch Propaganda der Hamas sei. Ist es das? Selbstverständlich gibt es Propaganda von der Hamas, und zwar nicht zu knapp. Zu sagen, das Leiden im Gazastreifen sei nur Propaganda, ist allerdings realitätsfern. Ich kenne viele Mitarbeitende von internationalen Hilfswerken. Ich habe ja lange in Amman gewohnt und da waren auch die meisten Menschen von Hilfswerken, die unter anderem auch im Gazastreifen gearbeitet haben oder jetzt noch tun, wenn sie überhaupt rein können. Und alle sagen dasselbe. So ein Grauen wie im Gazastreifen hätten sie noch nie erlebt. Israelische Soldaten erzählen übrigens etwas Ähnliches. Ein Wächter der umstrittenen Gaza Humanitarian Foundation hat auch erzählt, er habe so etwas noch nie vorher gesehen und beschreibt den elenden Zustand der Bevölkerung. Und dann gibt es die Satellitenbilder. Ganze Städte im Gazastreifen sind dem Erdboden gleichgemacht worden. Was im Gazastreifen passiert, das ist mehrfach belegt und es passiert vor den Augen der Menschen, auch wenn keine ausländischen Journalisten hineinkommen. Dass die Hamas einen Anteil hat an dieser Katastrophe, ist auch klar. Mit ihren Massakern am 7. Oktober 2023 im Süden Israels hat sie dermaßen schockiert, dass es jetzt ein Narrativ gibt. Alle Palästinenser seien Terroristen und wollten Israel auslöschen. Und deshalb, so hat es gestern gerade wieder der israelische Präsident Isaac Herzog gesagt, die Hamas alleine sei für das Leiden der Bevölkerung im Gazastreifen zuständig, was so einfach nicht stimmt. Es gibt auch immer wieder Berichte darüber, dass Menschen durch das israelische Militär getötet werden, Menschen, die für Hilfsmittel anstehen. Was passiert denn da genau? Ja, ausländische Journalisten dürfen ja
sich eben kein Bild machen vor Ort. Es gibt aber Augenzeugenberichte und jüngst hat eben auch ein Wächter der umstrittenen Gaza Humanitarian Foundation israelischen Medien gegenüber beschrieben, was für ein Chaos herrsche vor den Verteilzentren und dass tatsächlich diese hungernden Menschen sehr grausam behandelt würden. Recherchen internationaler Medien aufgrund von Auswertungen, von Zeugenaussagen, Bildern zeigen ein ähnliches Bild. Offensichtlich ist nur, dass es vor diesen Verteilzentren zu massiv mehr Gewalt kommt als zu Zeiten, als etablierte Hilfswerke Güter verteilen durften. Ob es immer israelische Soldaten sind, welche schießen, oder auch die Hamas oder kriminelle Banden, das ist im Moment schier unmöglich, zweifelsfrei zu belegen, vor allem wenn es so viele Tote gibt. Aber Tatsache ist, wer sich zu solchen Verteilzentren begibt, und es sind wenige, riskiert, verletzt oder getötet zu werden. Den Gazastreifen verlassen, das können die Menschen nicht. Sie sind umgeben von einer Mauer und dem Meer. Allein die Frage, ob sie zu essen und trinken hätten, zeige den Wahnsinn. السؤال فيه اتهام لهذا الكوكب المريض هذا الكوكب بدون قلب. Auch Freunde würden anrufen und fragen, ob seine Familie etwas zu essen habe. Für Akram ist das der Ausdruck einer herzlosen Welt. Was sich hier abspiele, sei ein Verbrechen. الأطفال ينامون ويستفيقون وهم يحلمون فعلا يحلمون الآن. Die Kinder würden träumen von einem leckeren Teller mit Hühnchen, Süßigkeiten und den einfachsten Bedürfnissen nach Schokolade und anderen Dingen, die ihr Herz glücklich machen und ihnen jetzt vorenthalten werden. Ich habe den Eindruck, dass schon lange die gleichen Fragen gestellt werden. Wie halten das die Menschen in Gaza aus? Wann hört das auf? Wer könnte helfen? Die Fragen bleiben die gleichen. Die Antworten aus dem Gazastreifen werden krasser. Und die Antworten der Welt wirken immer hilfloser. Es gibt ja viel Kritik am Vorgehen von Israel und irgendwie scheinen alle machtlos, die UNO, die Staatengemeinschaft. Wie erklärst du dir das? Mit Israel geht die Welt anders um als mit anderen Staaten. Israel ist es gelungen, Kritik an Israel als antisemitisch zu brandmarken. So quasi, wer die Regierung und das Vorgehen Israels kritisiert, spricht Israel das Selbstverteidigungsrecht ab und ist damit judenfeindlich. Europa ist für dieses Narrativ besonders anfällig, lieber mal nichts sagen oder nur sehr höflich, damit man ja nicht als antisemitisch gilt und quasi wieder zurückfällt in die grauenhafte Geschichte des Holocaust und des Zweiten Weltkrieges. Weil, und das vielleicht der zweite Punkt, weil keine ausländischen Journalisten und Journalistinnen in den Gazastreifen rein dürfen, passiert Folgendes. Israel kann alles, was im Gazastreifen passiert, als Hamas-Propaganda abtun und als Fake News. Und die Hamas kann sich darauf berufen, Israel lässt keine Journalisten rein, also ist alles israelische Propaganda. Dabei war die Hamas ja auch noch nie journalistenfreundlich, das habe ich selbst erlebt im Gazastreifen, und hat vor ein paar Tagen sogar palästinensische Journalisten angegriffen und verletzt im Gazastreifen. Und diesen Journalisten überlässt man ja die Berichterstattung, die selbst betroffen sind, die selbst jetzt ja auch von Hunger betroffen sind. In dieser explosiven Melange gibt es dann auch noch reichlich Zunder via Social Media. Das pro-israelische Lager lebt in seiner Bubble, das pro-palästinensische in seiner. Soziale Medien leben ja von so Wutalgorithmen und so propagiert jede Seite ihre Wahrheit, was in den meisten Fällen weg von der Wahrheit führt. Und last but not least, ich denke, niemand weiß, was mit den Palästinenserinnen und Palästinensern geschehen soll. Es gibt keine politische Lösung. Irgendwie wird das auch verdrängt. Vor unseren Augen leiden 2 Millionen Menschen in einem eingeschlossenen Gebiet und niemand hat den Mut zu sagen, fertig jetzt. Und je länger nichts passiert, desto mehr Menschen werden im Gazastreifen sterben. Und meine Hebräischlehrerin hat es am Sonntag so gesagt, ich weiß nicht, ob wir mit dieser Schuld leben
können. Sie wohnt praktisch neben dem Gazastreifen, hat die Horror des 7. Oktober erlebt, war lange Zeit für diesen Krieg und jetzt ist sie plötzlich unsicher, was macht denn das auch mit der israelischen Seele? هذا باختصار يا صديقتي لأني فعلا أنا أشعر بقسوة. Akram Sorani sagt, dass ihm das alles psychisch enorm zusetze. Er fragt, was für eine herzlose, unmenschliche Welt so etwas zulassen könne. يسعد صباحك سوزان. Was fordert Akram Sorani? Was ist sein Appell? Dass die Welt die Sache beim Namen nennt, nämlich was im Gazastreifen passiert, dass die Menschen buchstäblich vor Hungern, respektive an Hunger sterben und dass der Krieg aufhört. Oder dass diejenigen, die den Gazastreifen verlassen dürfen, die raus wollten, das auch könnten, weil das können sie im Moment überhaupt nicht. Und er sagt auch, was die Welt so nicht sehe, viele seien so geschwächt, dass sie sagen, soll doch der Krieg weitergehen, egal, aber gebt uns etwas zu essen. Also wirklich zu sehen, wie grauenhaft die Situation im Gazastreifen ist. Das war Akram Sorani und sein Kampf ums Überleben im Gazastreifen. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Wenn ihr findet, dass auch andere News Plus kennen sollten, Leute, die gern wie ihr in einer Viertelstunde hinter die Schlagzeilen des Tages schauen, dann schickt doch diese Folge weiter. So kann die News Plus Familie weiter wachsen. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht, wenn ihr etwas loswerden wollt oder ein Thema habt, dem wir nachgehen sollen. newsplus@srf.ch. Wir haben aber auch gern Sprachnachrichten. Die Nummer findet ihr im Beschrieb zu dieser Folge. Heute waren Oliver Carrison, Silvan Zemp und Rina Telli für euch da. Salut zusammen und bis morgen. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.